Nach einem Jahr ist die Königin schwanger geworden und sie hat ausgerechnet ihre beiden bösen Schwestern gefragt, ob sie ihr bei der Geburt helfen würden. Die Königin hat einen wunderschönen Prinz geboren. Aber die beiden gemeinen, neidigen Schwestern haben ihr das Baby weggenommen, ohne es ihr zu zeigen. Sie haben es in ein Weidenkörbchen gelegt und in den Bach gerührt. Der jüngsten Schwester aber haben sie einen toten Hund in die Arme gelegt und haben im ganzen Palast herumgeschrien: «Die Königin hat einen toten Hund auf die Welt gebracht!» Als der König das gehört hat, war es so traurig, dass es ihm fast das Herz gebrochen hat. Unterdessen ist der Korb, wo der neugeborene Prinz drin gelegen ist, auf dem Wasser vom Bach durch die königlichen Gärten davongeschwommen. Der Palastgärtner hat den Korb ans Ufer gezogen. Als er den schönen Prinz gesehen hat er ihn seiner Frau heimgebracht. «Schau, liebe Frau, was ich im Bach gefunden habe. Sicher hat uns Allah das Kind geschickt, weil wir selber keine überkommen.» Und sie haben sich beide gefreut und haben das kleine Bübli aufgezogen wie einen eigenen Sohn. Ein Jahr darauf hat die Königin nochmal einen Bub geboren. Und er war so schön wie der erste. Aber wieder haben die bösen Schwestern das Kind austauscht, haben der Königin ein totes Kätzchen ins Bett gelegt und das Kindli mit dem Korb in den Bach gerührt. Und wieder hat der Gärtner das Kindli gefunden und seiner Frau heimgebracht. Der König und die Königin aber sind so traurig, dass sie fast um den Verstand gekommen sind. Ein Jahr später hat die Königin ein herziges Mädchen mit silbrigen und goldigen Haaren geboren. Aber die gemeinen Schwestern haben auch das Kindli vertauscht und haben der Königin eine tote Ratte ins Bett gelegt. Der Gärtner hat auch das dritte Königskind aus dem Wasser gezogen und heimgebracht. Wo die beiden bösen Schwestern im König erzählt haben, dass seine Frau eine Ratte auf die Welt gebracht hat er gesagt: «3-mal hat die Königin statt das Kind ein totes Tier geboren. Eigentlich hätte sie selber den Tod verdient. Aber weil sie doch meine Frau ist, will ich sie nur einsperren lassen.» Man hat die arme, unschuldige Königin in einen hölzigen Käfig eingesperrt, der neben der Moschee gestanden ist. Alle Leute, die daran vorbeigelaufen sind, haben sie ausgelacht oder sogar angespeuzt. Die Jahre sind vergangen und die arme Königin hat in ihrem Käfig ein trauriges Leben gehabt. Und die beiden schadenfreudigen Schwestern haben gar kein Verbarmen mit ihr.